Nun lernen wir Schritt für Schritt den ersten Teil gemeinsam. Wir beginnen mit der Einleitung von diesem Stück. Ich spiele dir die Einleitung noch einmal vor und dann schauen wir uns die Griffe gemeinsam an. Wir benötigen zum Start für die Einleitung unseren Gleichton in der dritten Reihe und den Mittelfinger. Auf Druck ist das schon unser erster Ton. Vierte Reihe. Diese zwei Töne beginnen die Einleitung. Dann Zug. Spielen wir noch einmal diese Stelle. Schräge, vierte und Druck dritte. Nun setzen wir die komplette Einleitung zusammen. Zug. Und Druck. Noch einmal gemeinsam. Auf Zug. Und Druck. Nun haben wir bereits die Einleitung gelernt und wir beginnen mit dem ersten Teil von Zwei Blumen stehen am Wiesenrand. Hierfür benötigen wir wieder den gleichen Griff wie zuerst am Anfang mit dem Gleichton und den Ringfinger und dem Mittelfinger. Ich spiele dir die erste Passage einmal vor und dann arbeiten wir sie Schritt für Schritt gemeinsam. Bis hierhin schauen wir uns nun die Griffe an. Auf Druck, wie besprochen, Gleichton und Mittelfinger. Vierte. Wie du mitbekommen hast, sind es immer zuerst die zwei gleichen Töne. Noch einmal diese Stelle gemeinsam mit mir. Nun spiele ich weiter. Schauen wir uns diese Stelle gemeinsam an. Hierfür wieder die gleichen Griffe wie zum Beginn. Und dann das erste Mal auf Zug. Noch einmal diese Stelle, ein klein wenig schneller. Wenn du diese Stelle gut eingeübt hast, schauen wir uns vom Beginn bis hierhin gemeinsam diese Stelle an. Zug. Wenn du das gut im Ohr hast und auch schon die Griffe richtig kannst, schauen wir uns nun die nächste Stelle gemeinsam an. Ich spiele weiter.
einmal diese Stelle. 4. Reihe, schräge, der gleiche nochmal in der 4. Noch einmal diese Stelle. Hier ist es für dich wichtig, diesen Sprung, ob du diesen für dich feiner so greifst oder bevorzugen würde ich diesen Sprung. Wenn wir diese Stelle gut eingeübt haben, schauen wir uns nun diese Stelle an. Schräge, 4. und Druck. Noch einmal diese rhythmische Passage. Und Druck. Noch einmal gemeinsam, etwas schneller. Nun setzen wir den ersten Teil bis hierhin zusammen und spielen gemeinsam. Zug. 4. schräge. Schräge. Und Druck. Wenn du diese Reihenfolge gut eingelernt hast, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich, denn diese Passage wiederholt sich im ersten Teil 3-mal mit denselben identischen gleichen Griffen. Also übe dir diese Griffe gut ein und dann schauen wir uns die weiteren nächsten Schritte des ersten Teils an. Wie angekündigt wiederholt sich diese Stelle 3-mal und das spielen wir jetzt ganz langsam gemeinsam einmal durch. Zug. Schräge, 4. und Druck. Zug. Wieder Druck und einmal noch. Zug. Und Druck. Und das ist auch schon der Schluss des ersten Teils. Wir bleiben hier einfach mit der Melodie liegen. Übe diese Stelle gut ein und dann hast du die Melodie vom ersten Teil schon fast gelernt. Damit du auch diesen Teil rhythmisch gut verstehen kannst, spielen wir ihn nun gemeinsam durch. Wir beginnen mit der Einleitung. Zug.
Und Druck. Zug. Und Druck. Zug. Und Druck. Zug. Und Druck. Schluss. Wenn du die Melodie nun sicher eingelernt hast und gut spielen kannst, schauen wir uns den Bass an. Ich spiele dir den ersten Teil einmal mit Bass vor, höre gut zu und dann schauen wir uns den Bass gemeinsam an. Nun schauen wir uns den Bass gemeinsam an. Zuerst beginnen wir mit der Einleitung. Die Einleitung hat zuerst einen Auftakt. Ich spiele dir einmal vor. Wir benötigen für den Bass in der dritten Reihe. Schauen wir uns die Einleitung gemeinsam an. Wir beginnen auf Zug und setzen hier den ersten Bass. Und Druck. Noch einmal gemeinsam. Druck. Und hierfür benötigen wir einfach auf Druck die zwei Bässe. Spielen wir die Einleitung noch einmal etwas schneller. Und Druck. Übe diese gut ein mit dem Bass, dann schauen wir uns nun den ersten Teil gemeinsam an. Schauen wir uns die erste Stelle auf Druck mit dem Bass gemeinsam an. Noch einmal ein bisschen schneller. Ich spiele nun weiter.
schauen wir uns diese Stelle auf Zug an. Wir kommen mit dem Bass von hier. Und nun beginnen wir auf Zug. Drucken. Noch einmal diese Stelle gemeinsam auf Zug. Und drucken. Dann wiederholt sich das. Ich würde sagen, wir spielen nun den ersten Teil bis hierhin mit dem Bass einmal gemeinsam durch. Druck. Und nun schauen wir uns noch diese Stelle an und dann haben wir schon den kompletten ersten Teil bis auf den Schlusslauf gelernt. Wir beginnen auf Druck. Das schauen wir uns nun einmal langsam an. Einmal noch diese Stelle. Und dann beginnt das Stück wieder wie am Anfang. Spielen wir noch einmal diesen Teil komplett bis hierhin gemeinsam durch. Zug. Und Druck. Das Ganze wiederholt sich natürlich. Zug. Und noch einmal. Zug. Und der Schluss. Und den Schlusslauf schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Es ist kein unbekannter Schlusslauf. Solltest du diesen noch nie gespielt haben, erkläre ich dir diesen gerne. Noch einmal langsam. Im Zusammenhang mit der Melodie. Die Melodie bleibt einfach liegen. Und hier zum Schluss beide Grundbässe. Damit du den Bass in Ruhe trainieren kannst, spielen wir jetzt wie gewohnt einmal nur die Bassspur ohne der Melodie durch. Inklusive der Einleitung, diese nicht vergessen. Ich zähle ein. 1, 2, 3, die ersten Töne. Und
Abschluss spiele ich dir den ersten Teil noch einmal vor. Du kannst gerne mit mir gemeinsam mitspielen oder hörst dir die Melodie und den Bass noch einmal gut an. Viel Spaß beim Lernen mit dem ersten Teil. Nun beginnen wir mit dem zweiten Teil von diesem Stück. Ich spiele dir die Melodie noch einmal vor, damit du diese noch einmal besser ins Ohr bekommst und dann erarbeiten wir den zweiten Teil Schritt für Schritt gemeinsam. Du hast jetzt gesehen, wie so ein Lernvideo aufgebaut ist. Jedes Stück zeigen wir dir genau Griff für Griff, langsam und genau vor. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und wir sehen uns gleich im Mitgliederbereich.